Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Ann. Ich möchte heute gerne mit euch sättige Kärtchen machen. Das sind Klappkarten, so rum. Da kann man etwas Schönes draufschreiben. Und hinten sind sie einfach so, wie man unschwer erkennen kann, sind die einfach aus alten Buchseiten, wo ich eine Collage drauf gemacht habe. Also ganz, ganz einfach und auf jede erdenkliche Art ausweitbar. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir doch einfach gerade mal los. Als erstes schneide ich mir hier mal das Rändchen ab. Ich mache jetzt das gerade mal mit der Schere, in der Hoffnung, dass es nicht allzu krumm wird. So, einfach das Gefotzt auf der Seite, wo ich nicht. Kann man natürlich auch wählen, wenn man will. Je nachdem, wie es einem gefällt. Jetzt im Moment für die Karte möchte ich gerne einen geraden Rand haben. So, ich mache auch gerade schnell hier überall ein bisschen runde Ecken. Zack und zack. Ist das ein 2? Nein. Nein. So. Gut. So. Dann einfach mal in der Mitte falten. Ui, hey, aber das Papier, das ist lustig. Das kommt aus einem Buch raus. Und die Seite, denke mir, ist viel dünner als die. Das ist ganz verrückt. Das ist doch nur eine Seite. Da nämlich auch. Die da ist viel dicker. Mega gespässig. Komm. Und die ist wieder ganz dünn. Aber wir kleben ja dann noch Zeugs drauf. Und dann wird das Ganze noch ein bisschen dicker. Hier habe ich schon wieder ein Geschmier gemacht, weil ich hier ins Stempelküsse reingegeben habe. Und wieso hat es da Fussel dran? Das weiß man nicht so genau. Dann gehen wir doch einfach hier mal rundherum. Mit dieser Imkerei. Jetzt haben wir schon wieder Fussel. Woher kommt das Zeug? Ja, und dann können wir schnell darüber reden, was ich hier alles parat gemacht habe. Und zwar habe ich hier noch zusätzlich ein Gedicht draufgeklebt oder einfach aus einem anderen Buch eine Seite. Ein Stück mehr, einfach weil die Schrift, ja, wenn ich es so zusammenklappe, mal da ist es jetzt gerade, oder dann wäre es hinten verkehrt. Aber bei dem habe ich es jetzt so gemacht, dass es hinten gerade ist. Und vorne verkehrt, dann habe ich einfach hier noch etwas draufgeklebt. So, ja, weil natürlich, wenn es aufklappt, genau aus dem Grund, ja, wette ich ja gerne, dass hier gerade ist, wenn ich es aufklappe. Also muss ich es so haben und dann ist vorne verkehrt. Jetzt haben wir es. Genau, das war der Grund. Wieso, dass ich das so gemacht habe. Ja, und dann habe ich hier einfach noch ein schönes Müsterli-Papier draufgeklebt und ein Vögeli aus einem Tierlexikon. Und da oben, ich weiß gar nicht, ob ihr es richtig seht, ist noch ein Stückchen Gase. Ein bisschen eingefärbt. Und innen drin
hätten wir so ein Stanzteil, das ich aus der Sizzix ausgestanzt habe. Da kann man natürlich mit der Schere etwas ausschneiden, wenn man irgendeine spezielle Form haben will. Oder man nimmt einfach zum Beispiel ein gehäuseltes oder ein liniertes Blatt. Irgendeine Notizblockseite zum Beispiel würde sich da auch noch gut anbieten. So, und oben habe ich einfach wieder eine Collage. Das sind die Labels, die wir auch mal in einem anderen Video zusammen geschnitzt haben. Ja, das ist ein Linolstempel. Vielleicht habt ihr das Video gesehen. Und sonst könnt ihr es noch schnell anschauen. Dort haben wir aus Linol solche Label geschnitzt. Und ja, ich habe nachher dann die gestempelt. Und noch ein bisschen verziert und ausgeschnitten natürlich. Ja, da sind die nämlich, die ich damit gemacht habe. Aber wie man sieht, lichtet sich das langsam da. Muss ich wieder einmal machen. Könnten wir ja mal zusammen machen. Ein bisschen stempeln, ein bisschen ausschneiden und verzieren. Ich habe hier einfach Nummerchen drauf gestempelt. Hier habe ich gar nichts gemacht. Da habe ich es einfach nur auf eine Buchseite drauf gestempelt. Es hat ganz leere, wo man etwas reinschreiben könnte. Oder solche, die ich aus gemüstertem Papier einfach drauf gestempelt und ausgeschnitten habe. Ich habe Linien drauf gestempelt, Nummern oder Blümchen oder was auch immer mir in den Sinn gekommen ist. Das wäre auf jeden Fall etwas, was wir mal zusammen machen könnten. Dann können wir auch wieder ein bisschen aufstocken, damit wir wieder ein bisschen etwas zum Basteln haben. So, geschafft. Gut, oh, jetzt muss ich schauen, ob ich noch 4 von denen habe. 1, 2, 3. Dann kommt noch eins vor. Nö, da ist nichts mehr vorgekommen. Dann mache ich doch das halt so, wie ich das vorher gesagt habe. Ich habe hier so leeres Notenpapier. Jetzt nehmen wir doch das einfach als wie sagt man jetzt, als Schreibfläche. Und wie viel? Noch ein bisschen. Bis dahin. So. Oh. Ah. Das lässt sich ja schlecht reissen in die Richtung. So. Das auch noch wegnehmen. So. Da ein bisschen zu viel. So, also gut. Inken, das wird auch noch einmal geinkt. So, Nummer 1. Oh.
Ich mache ja vielleicht überhaupt kein Knuschen in den Sachen. So, wie habt ihr es so? Sind ihr auch gerade am Basteln? Oder schaut ihr mein Video irgendwie etwas anderem? Ich schaue manchmal während dem Kochen solche Videos. Oder während dem Glätten. Und nachher denke ich immer, oh ja, das ist jetzt aber wirklich eine gute Idee, muss man das unbedingt merken oder muss man das Video gerade speichern oder so, für wenn ich es dann nachmachen. Und dann am Schluss vergisst ich es dann gleich wieder. So, jetzt haben wir es aber dann. So, nein, aber die Imkerei ist nachher noch nicht fertig. Ich wollte ja dann die einzelnen Teilchen auch noch inken. Die Müsterli-Papiersachen. So, gut. Also, jetzt dann kleben wir doch das Zeug mal auf. Jetzt mal eine Unterlage nehmen. Habe ich jetzt den richtigen Weg um? Nein. Schmiere ich da den Leim drauf? Na toll. Ich habe ja gesagt, wir sind noch nicht fertig mit Inken. Lalala. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Also noch einmal. So, jetzt. Da Leim drauf. So, da geht es ja, da gibt es kein Vorne und kein Hinten, aber bei den anderen wäre es dann vielleicht schon gut, wenn man es richtig machen würde. So. Einmal. Zack. Nein, eben nicht da drauf. Und da hinten Leim dran. Hinten. Da ist ein bisschen viel Geschmier. Da ist auch ein bisschen Geschmier. Wieso? So. Nummer 2. Und jetzt haben wir das so. Machen wir das halt so. Hinten Leim drauf, gell? Darum. Das nicht da drunter schmieren. So, und so. Letzte Dings. Ich brauche das Frisches. So.
Ich wieder schlürgt. Ah, der Reim. Hey. Ich bin nicht so fest Stiftlein-Fan. So, also. Und jetzt. Ein Teil wäre ja schon mal gemacht. Dann würde ich sagen, wollte ich jetzt hier die oberen Teile machen. Nehme ich mir hier mein Blöckchen und jetzt nehmen wir auch hübsches. Da ist irgendwas Verrücktes. Ein bisschen verschiedenes Zeug rausnehmen. Oh, die Bienen sind herzig. Und die da. Nein. Da, sowas da. So, mal schauen, ob es reicht. Da habe ich jetzt vorne und hinten vom gleichen Papier genommen, aber man sieht es gar nicht, es fällt gar nicht auf. Weil es so wie da oder unten ist eine Blume und oben ist irgendetwas ganz anderes. Also kommt es eigentlich auch nicht so drauf an. So, ich nehme mir jetzt da mal das da. Die Ecke. Wie gesagt, die Imkerei geht weiter. So. Und dann ein Label dazu. Das wäre doch jetzt noch herzig. He? So. So, und jetzt habe ich hier auch noch von diesen Stöfflis. Da ist noch eins mit dem Dings dran. Das eignet sich aber eher als Anhängerli. Sommervögel. Ah ja, ich glaube schon. Braucht auch noch ein bisschen Kanten, hier links und rechts einmal. Habe ich das Gefühl. Und dann. Oder so. Oder so. Besser gesagt. Nein. Und ein bisschen ausprobieren. So. Ja, ich glaube, ich mache das so. Also. Ja. Das kommt da. Und, was haben wir jetzt gesagt? Das kommt da. He? Haben wir jetzt gesagt so oder so? Hey. Ich glaube so. Schwierig, he? Es ist wahnsinnig schwierig, sich etwas zu merken. So, und das Sommervögel, das kleben wir da mit dem Tacky Glue drauf. So. Oh ja. Das ist etwas schnussig, he? Das gefällt mir. Sehr schlicht, sehr einfach. Ich könnte da natürlich jetzt noch aufpeppen mit Nähen rundherum und Spitzen und hui, was weiß ich was alles noch. Aber
das mache ich jetzt heute nicht. Ich möchte auch nicht, dass es allzu fest aufträgt. Natürlich wieder einmal in unserem Journal. Es sollte einfach ein bisschen flach bleiben. Mehr oder weniger. Das ist jetzt nicht so gefördert, das Journal. Dass das jetzt zu dick würde werden. Bis jetzt auch noch so. Ich glaube, das kommt noch drunter. Das ist ja gerade gut, wenn man so ein grosses Stück Papier noch draufklebt. Dann gibt das nämlich gerade ein bisschen Festigkeit. Und dann Collage drauf macht. So meine ich das natürlich. Ja. Da drauf limen, sondern da limen. Oh, jetzt wieder mal nicht ginkt, gell? Oh, Herrgott. Ehrlich. Ehrlich. So, wenigstens hier noch ein bisschen. Und dann, da sollte ich aber schon, weil das habe ich jetzt natürlich so gerissen, dass man da die ganze weiße Kante sieht. Das ist dann zum Teil manchmal nicht so hübsch. So, gut. Machen wir das jetzt gerade so. Da noch ein bisschen zudecken. Die verkehrte Schrift. Und jetzt wollen wir noch mal schauen, was wir da noch für ein Vögel hätten. Für 3. Irgendetwas Schnussiges. Der Gelb würde mir jetzt also noch gut passen. Der ist doch herzig. Immer ein bisschen schauen. Die sind manchmal so nah aneinander dran gezeichnet. Oh, Entschuldigung. Das Gurkwackel. Dass sie dann manchmal ein bisschen... man muss gut aufpassen, dass man nicht die anderen dann verreist. So. Oh, das sieht doch gut aus. Mhm. Und so. Oh ja. So. Ach, ist das süß. Das ist doch ein hübsches Vögel. So. Und innen so. Das dunkelt mir jetzt gerade da, ist noch ein bisschen leer. Irgendwie könnte man doch da noch die Ecke. Nein, so. Zu viel? Ist es ein bisschen zu viel? Nein. Nein, wenn man es ganz rausnimmt, ist es nicht zu viel. Dann sieht das gut aus. So. Oh ja. Ja, genau so. Ah, hübsch. Sehr schnussig. Doch, gefällt mir. So.
Jetzt wollen wir mal schauen, was wir da mit dem anderen Zeug machen. Ich glaube, ich mache das auch gerade so mit diesen Ecken. Das gefällt mir jetzt da noch recht gut, dass man gerade die Ecken nimmt. So. Das Spitzli hat nicht heben. So. Voilà. So, und wie sieht das aus? Auch nicht schlecht. Gehen wir auch noch einmal rundherum. So, und dann brauchen wir auf jeden Fall oben noch irgendetwas Blümlets. So. Das kommt weg. Ja, ich glaube, 4 so Kärtchen sind ein bisschen grössenwahnsinnig in dieser Zeit, wo wir hier zur Verfügung haben. Also, wo ich hier zur Verfügung habe. Ich würde sagen, ich mache dann die anderen noch schnell off-cam und dann kann ich euch die dann noch zeigen am Schluss. Weil sonst hocken wir hier ewig miteinander dran und ihr findet es dann vielleicht sowieso langweilig. Oder wie auch immer. Oh, schau mal, wie herzig. Ja, ja. Und nachher mache ich die einfach dann noch für mich ganz in Ruhe und dann kann ich euch die noch zeigen. Aber jetzt machen wir natürlich zuerst mal das fertig. Das hat gerne vorne auch noch eine Collage. So. Wir hätten hier wieder irgendetwas in dieser Art. So, und dann kommt man oben. Ups. Oben könnte man das dann draufkleben und hey. Und noch irgendwas auf der Seite. Die Bienen, die können wir noch auf die Seite tun für später. Oh, das ist ein bisschen knapp. So. Einmal so. Das sieht doch schön aus. Ach, das sind so dünne Papierchen. Ich verkrügle die jedes Mal komplett, wenn ich die da inke. Das ist furchtbar. So, ach komm. Jetzt haben wir als erstes das da.
Dann kommt das oben. Und das auf der Seite. Hallo? Da gar nicht richtig Leim dran gekommen. Jetzt ist es gegangen. Solig. Und was könnte da für ein Vögel? Mal schauen. Hey, da haben wir ein bisschen nicht verrutscht. Wieso denn nicht? Was könnte man da für ein Vögel nehmen? Nein, ich glaube, das ist gerade gut. Den nehmen wir doch. Bist du? Oh, ein Ammer. Nein, das 2 ist ein Goldammer. Und das ist aber das 1. Ein anderer Ammer. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das 3 haben wir noch. Ah, da haben wir das auch abgerissen. Das sehen wir auch nicht mehr. Ah. Man weiß es nicht so genau. He? Jetzt halt. Ist ja egal. Einfach ein hübsches Vögel, das prima auf unser Kärtchen drauf passt. So, voilà. Oh hey, schau mal. Das ist jetzt aber auch noch recht schnusig geworden. Das gefällt mir. Und auch da, dass das jetzt nicht übereinander drüber kommt, sondern jedes Teil einzeln für sich steht, finde ich, ist überhaupt nicht schlimm, weil hinten irgendwie die Schrift hat alles so ein bisschen zusammen. So, also, hey, weißt du was, dann mache ich doch jetzt die anderen 2 noch und dann zeige ich euch die am Schluss dann noch. So, voilà, da bin ich wieder. Eben, wie gesagt, jetzt wollen wir uns doch die noch anschauen, die ich noch gemacht habe dazu. Ja, welche sind es jetzt schon wieder gewesen? Da haben wir glaube noch miteinander gemacht, gell? Genau, da habe ich noch ein bisschen von dem Zeugs draufgeklebt, da so ein bisschen Gase. Dann sieht es so ein bisschen aus wie Vogelheu. Also nicht Vogelheu, ist etwas zum Essen. Vogelnestli-Material, so. Irgendwie so. Genau, und da habe ich noch ein Bienchen draufgeklebt, weil ich gefunden habe, irgendetwas Gelbes wäre noch schön, wo da gerade ein bisschen würde vielleicht zum Vögel passen. So, sonst habe ich nichts mehr daran geändert. Das hier habe ich noch gemacht. Auch mit noch so ein bisschen Gasen und innen drin sieht es so aus. Und das hier habe ich noch gemacht mit dieser schönen Rose, 2-mal Gasen, das wunderbare Vögel. Und innen drin habe ich hier auch noch ein bisschen Gasen hergeklebt. Und wieder die schönen Rosen. So, hey, ich finde die mega herzig. Und hey, komm, wir tun doch noch ins Journal. Da würde doch noch irgendwie etwas gut passen. Das mit der Rose, würde ich sagen. Und das mit den Bienen. Also mindestens 2 oder 3. Ja, da kann ja schon jede Signatur eins rein, he? Finde ich. Ich glaube, die passen da schon rein. Ich habe es gar nicht ausprobiert. Schauen wir doch mal. Oh, da, schau mal. Das würde doch hier gerade super passen. Da mit dem und mit dem. Das sieht genial aus. Oh ja, das machen wir.
So, das passt da drin. Dann nehmen wir die zweite Signatur. Was haben wir da? Was haben wir da? Da könnte man theoretisch eins drunter tun. Ja, nein, zwar. Oder da drin rein. Da drin rein könnte man eins tun. So. So, oh. Ein bisschen knapp. Nein, 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 ich kann es noch weiter abstoßen. So. Prima. Schön versorgt. Schön versorgt, genau. Da, ist da schon etwas drin? Nein, da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Aber jetzt haben wir ja noch eine dritte Signatur. Da hätten wir auch zum Beispiel das da. So, oder ist das dann blöd, wenn das so ganz, wenn das dann liegt, wenn man das so ganz sieht. Mal schauen, vielleicht finden wir noch ein anderes Plätzchen. Da drin, aber dann ist es halt auch ganz verschwunden. Oder da drin tacken. So. So, mal, ich glaube, das kommt gut. Hey, wow, super. Das freut mich jetzt aber, dass wir da so herzige Kärtchen haben können machen, die so wunderbar in unser Journal reinpassen. So, genau. Und dann suchen wir uns dann etwas raus, wo wir beim nächsten Mal wieder basteln können. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Es würde mich mega freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Es würde mich mega freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt oder irgendeinen Kommentar schreibt. Ich tue auch mega gerne zurückschreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!